Ihr könnt gern drunter kommentieren, an was euch das Ganze da erinnert. Wir sind ziemlich geflasht. Guten Morgen, Axel. Guten Morgen aus dem Zelt mit Nieselregen. Unser Zelt ist tut aus. Es gibt nicht recht viele Möglichkeiten, wo man sich da jetzt draußen was kochen kann. Jetzt werden wir unser Frühstück im Zelt machen. Und es gibt Milchreis mit Zimt und Zucker. Den machen wir mal noch warm, weil er schon ein paar Tage im nicht so ganz so gekühlten Auto ist. Was Ja. gibt's noch? Zimt, Zucker, Obst und irgendwo so Kaffee. Okay. Das ist Island, auch das ist Campen, Nieselregen, totschnausses Zelt. Aber man hat sich ja dafür angemeldet. So, wir sind in Thakil und Laura würde ich gleich sagen, was wir da machen. Und zwar sehen wir schon hinter uns einen Wanderweg, der ein bisschen ausschaut wie etwas rumpelige Grasspitzen. Da werden wir uns jetzt aufhören. Insgesamt, glaube ich, 500 Höhenmeter, ungefähr 2 Stunden wird es dauern. Das Ziel dieser Wanderung ist ein Gletscher. Schauen wir mal, ob wir den sehen heute. Okay. Okay. Der Weg ist ziemlich steil, etwas gatschig, deswegen auch gefährlich. Aufpassen. So, nach die ersten 100 Höhenmeter, die es ganz schön in sich haben, kommt man auf so einer Art Straße an. Da geht es jetzt einmal gemächlicher dahin. So, wir sind um eine Kurven umgebogen und haben diesen ziemlich geilen Felsen gefunden. Man kennt vielleicht schon den Elefantenfelsen in Island. Das ist der Rhino-Felsen oder Nashornfelsen. Was sagt ihr? Schaut der so aus oder nicht? Könnt ihr gerne einen Kommentar da lassen. Wir finden auf jeden Fall, dass er ziemlich cool ausschaut und die Wanderung sehr bereichernd. Axel, wie schaut's aus bisher? Der Weg ist einigermaßen okay. Man kommt wahrscheinlich sogar mit einem Auto da noch fahren, wenn es dementsprechend modifiziert ist. In Island gibt es ja einige solche. Wir haben sogar mittlerweile exakt die Hälfte der Höhenmeter geschafft. Hey! Das heißt, wir sind sehr gut dabei. Wir wollen noch weitergehen. Man sieht, jetzt haben wir wieder umgedreht, man sieht im Hintergrund schon in Nebel. Das heißt, wir haben vielleicht gar nicht so die gute Chance, dass wir den Gletscher sehen. Wir gehen trotzdem weiter, weil wir sind ja keine Verlierer. Wie geil ist der Ausblick? Alter. Aber wenn der Nebel da ist und es echt nicht so schönes Wetter ist, grün oder
richtig schön moody mit dem Nebel drüber und allem. Richtig geil. An was erinnert uns das? Mir erinnert es ein wenig an Hawaii. Hm? Aber ihr könnt gern drunter kommentieren, an was euch das Ganze da erinnert. Wir sind ziemlich geflasht. Wir unterbrechen die Sendung für eine wichtige Einmeldung. Wer uns noch nicht auf YouTube abonniert hat, läuft Gefahr, die nächsten Highlights zu verpassen. Weiter geht's im Studio. Ja, wie man sieht, im Hintergrund ist die Aussicht ein bisschen was anderes als grandios. Nichtsdestotrotz haben wir die Wanderung sehr genossen bisher. Jetzt wird es ein wenig ungemütlich, weil jetzt sehen wir fast gar nichts mehr. Nachdem der Grund für die Wanderung ja die Aussicht auf den Gletscher ist, den wir jetzt wahrscheinlich nicht haben werden, werden wir uns für eine baldige Umkehr entscheiden. So, der Moment, wenn man dann wieder umgekehrt ist und zurück am Ausgangspunkt ist und Song kommt raus. Ja, schießen, schmissen. So, die Sonne ist draußen, es ist wunderschön. Wo fahren wir hin? Wir sind jetzt echt ein Stück gefahren, wir sind jetzt nämlich wieder Richtung Landmannalöger unterwegs, aber von der anderen Seite, wir nehmen die F225, hoffe ich, und wir haben eine ganz bestimmte Aufnahme vor uns, nämlich den Apple-Krater, den man kennt, der so rot und grün schimmert in verschiedensten Farben. Für das haben wir einen sehr holprigen Track vor uns und hoffen, dass wir heil dort ankommen. Die Aussicht ist Wahnsinn, man hat perfekte Sicht auf den Vulkan Hekla. Rundherum fast nur Sonnenschein, ein paar Schafe, es ist keiner da. Endgeil. Und da schießen wir jetzt den Arm auf. Haben wir schon, also wir haben schon geschaut. Four-Wheel Drive. Wir sehen da gefährliche Straße. Wir sehen übrigens wieder sau viele Lupinen.
So, wir sind jetzt bei einem neuen Flussstück vorbeigekommen, beziehungsweise wir stehen eigentlich noch genau davor, um jetzt ganz präzise zu sein. Unser etwas verschmutztes Vehikel sollten wir, wenn möglich, da noch durchbringen. Damit wir sehen, ob das geht, haut sich der Axel da jetzt in Schale, und zwar in unsere Sockenschuhe. Und mit denen schauen wir mal, ob das für uns zu bewältigen ist. Es ist ein wirklich breites Stück, muss man sagen. Darum nehmen wir sogar Wanderstöcken mit. Natürlich ist auch die Strömung in so einem Fluss nicht zu unterschätzen, gerade mittendrin. Also man merkt, es wird schon ziemlich tief. Ungefähr über den Knien liegt die Schmerzgrenze für uns. Man sieht, dass der Axel schon fast bis zu die Knie oder eigentlich schon bis zu die Knie drinnen steht an manchen Stellen. Es kann natürlich auch sein, dass manchmal weniger tief ist als woanders. Da wird es ein bisschen seichter, merkt er, glaube ich, gerade. Voller Einsatz. Das mache ich sonst. Alles. Also das vordere zwei Drittel, da kannst du vergessen, das auch morgen. Ja. Weil größere Steine generell Danke. und ein paar so große wie da. Okay. Ich schaue da noch, aber ich glaube, wir tragen sicher gut. Kannst du vergessen. Also, wir haben einen Taster und unser Luftansauger ist in mittelhoher Höhe, sage ich mal. Aufs Kniehöhe. Nein, unser Luftansauger ist hüfthoch. Oder Hüfte, aber dass wir safe sind. aber wir sehen, ich war bis daher drinnen und teilweise mehr, und es sind große Steine, wo du easy hängen bleiben kannst. Das war absolut riskant, dass man da reinfährt. So, für alle auch eine Fahrt, die vielleicht ganz schön ausschaut, ist nicht unbedingt notwendig, dass man macht und das Risiko eingeht, weil man ist meistens nicht versichert. Und den Preis, was man zahlt, da kann man sich schon ein Auto mieten, mit dem man da locker drüber kommt. Tom, wir drehen um. Wir drehen um. Aber, guter Punkt, wer sich nicht sicher ist, Schuhe aus, stecken und durchgehen selber, weil wenn man selber nicht durchkommt, wird das Auto in dem Fall auch nicht durchkommen. Da oder recht? So, da sieht man übrigens die Schneestange für den Winter auf dieser Straße. Ist wahrscheinlich so 2,5 Meter hoch in etwa, damit man halt auch den Weg erkennt. Und im Hintergrund sieht man die normale Schneestange bzw. die normale Wegmarkierung. Also ich glaube, da oben ist manchmal Schnee. Perfekt. So, wir sind wieder ein Stück weiter, und zwar sind wir jetzt die Kjölur oder Kjalvegur, also die F35 gefahren, mittlerweile ja schon sehr einfach und schon eigentlich nicht mehr als F-Straßen bezeichnet. Dennoch relativ viel Schlaglöcher am Weg, also wir würden definitiv nichts Kleines als wir unseren Taster empfehlen. Wir sind ein bisschen weitergefahren, wir sind jetzt bei die Kärtlinger Fjord beim Mountain Resort, und das schaut schon ziemlich cool aus. Wir werden aber uns nicht da aufhalten, sondern werden ein bisschen wandern gehen. Let's go! Links und rechts ist aber die schöne bunte Landschaft. Was machen wir? Wie ist unser Energielevel heute?
Low. So, wir sind einmal ein bisschen aufspaziert da und die Aussicht wird schon ganz cool. Wir sehen nämlich da hinten einen Gletscher und dort hinten an Seiten. Ziemlich cool, hat man nicht so oft. Ja. Wir sind nicht ausgerüstet heute, das heißt, wir werden da wieder umfahren. Nur Wasser mit, aber das Ziel, wo wir eigentlich hin wollen, ist noch wesentlich weiter. Also es ist auch wieder so ein Feld von heißen Quellen. Wir werden uns jetzt den heißen Pool anschauen. Und man merkt, dass wir halt miert sind. Also geht's wieder da zurück, hinunter zum Parkplatz. Netter Pfad da hinten. Da kommen wir dem Pool immer näher. So, wir haben, glaube ich, den halben Weg bis zur Quelle ungefähr geschafft. Und jetzt zahlt es uns nicht mehr. Wir sind halt echt gar. Und nachdem wir nicht baden gehen, ist es ein bisschen sinnbefreit, wenn wir da jetzt gehen. Vielleicht fehlt mir irgendein Pool, was wir einblenden können für das. Es soll ziemlich ein netter Pool sein, aber es ist halt so heiß, dass Baden keinen Sinn macht. Und der Weg, man sieht es, gar nicht so ohne. Und es sind da so viele Mücken und die fliegen ständig ins Gesicht und überall hin und uns interessiert es gerade einfach nicht mehr. Also Waffelbuffet. Also wir haben jetzt unsere Wanderung abgebrochen für eine bisschen coolere Attraktion. Für mich gibt es da alle Tag am Nachmittag für 2 Stunden Waffelbuffet. Und ich glaube, dass das ein ziemlich edler Move ist, wenn wir da essen gehen. Was gibt's Besseres als Schlagobers und Nutella? ja. Okay, die Begeisterung ist jetzt verflogen. 2 Waffeln später, es ist uns schlecht, es geht nichts mehr rein, es ist so gallig. Aber sie waren richtig gut. Und nur Verlierer geben auf. Der ist, dass wir eigentlich einen Gletscher sehen wollen. Also, nachdem der Grund der Gletscher eigentlich ist, den wir sehen wollen. Der Grund für die Wanderung. Nachdem der Grund für die Wanderung ja eigentlich die Aussicht auf den Gletscher ist. Doch. Ist. Hat schon fast. Oh, tu das noch mal weg, aber das eigentlich.